Schöpfe durch Gesetz wird Licht. Schöpfe durch Gesetz wird Licht. Das Dunkle darf erstrahlen. Du hast auch gemacht in unser Herz. Siege durch dich Himmel rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat sein. Du hast auch gemacht in unser Herz. Siege durch dich Himmel rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat Wir will auf ein Licht. Bei dir scheint die Nacht so hell wie der Tag. Wir will auf ein Dir. Bei dir scheint das Dunkle nicht finster. Wir will auf ein Dir. Bei dir scheint die Nacht so hell wie der Tag. Wir will auf ein Dir. Bei dir scheint das Dunkle nicht finster. Schöpfe durch Gesetz wird Licht. 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 Das Dunkle darf erstrahlen. Du hast auch gemacht in unser Herz. Siege durch dich Himmel rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat sein. Du hast auch gemacht in unser Herz. Siege durch dich Himmel rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat Über uns soll dein Licht aufgehen. Über uns soll dein Licht aufgehen. Über uns soll dein Licht aufgehen.
Tag im Haus von dir ist nie genug für dich. Hast alles gegeben, für Gang bei dir kann sein. Nichts erfüllt mein Herz, wie wenn ich dich sehen kann. Du lebst in unserem Lob und ich Gang bei uns sein. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Meine Seele sehnt sich nach dir, dass ich dir nachher sein. Mit jedem Schritt zu dir lebt neue Kraft in mir. Nichts erfüllt dein Herz, wie wenn du uns kannst sehen. Du lebst in unserem Lob und ich gern bei uns sein. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Hallo zusammen, liebe Winkids. Es ist so cool, dass ihr da seid, so cool, dass wir die Möglichkeit haben, mit euch zusammen Ostern zu feiern. Wir haben etwas Kleines vorbereitet für euch, wo wir heute zusammen Ostern feiern wollen. Wir wollen zusammen das Fest, wo Jesus auferstanden ist, miteinander genießen. Und für das habe ich schon mal eine kleine Info für euch. Mir versprochen, wie letzte Woche angesagt, machen wir heute ein Quiz. Ihr habt ja hoffentlich die ganze Woche zusammen die Bibel gelesen mit euren Eltern. Ihr habt die Geschichte gelesen. Und wir machen heute ein Quiz. Und dazu sehen wir jetzt gerade die Folie. Ihr könnt euch einloggen auf dem Handy. Ihr braucht den Computer zum Fragen und das Quiz zu schauen. Das heisst, könnt euch einloggen auf dem Handy auf www.kahoot.it oder auf der Kahoot-App. Der Link zu diesen Apps findet ihr jetzt im Kommentar, auf dem YouTube-Live-Kommentar. Und dann müsst ihr euch einloggen mit dem Gamepin 9758660. Und dann könnt ihr euch doch einloggen mit einem Familiennamen, mit eurem Familiennamen, damit wir wissen, wer alles mitspielt und damit es nachher einfacher ist, nachher zu schauen, wer der Gewinner ist. Falls ihr daheim sind und keine Kinder habt und gleich mitspielen wollt, dann bitten wir euch, dass ihr das Game einfach für euch spielt, dass ihr euch nicht einloggen, sondern dass ihr selber für euch spielt, weil unser Fokus wirklich auf den Kindern liegen und die Chance für die Familie und die Kids soll bestehen, in diesem Spiel ein Preis zu gewinnen. Mehr dazu gibt es nach dem Worship. Der fängt jetzt eigentlich gerade an mit dem Endo und darum viel Spaß. Hallo zusammen. Ich war lange vor und ich bitte euch jetzt, dass ihr alle mitmacht. Und eure Eltern dazu auch motivieren. Denn ihr wisst ja alle Bewegungen. He? Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Du begleitest mich für Schritt und Tritt durch mein schönes Leben. Ja, du hast mich ganz fest oben stürm und lässt mich nie mehr los. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer,
Du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Du begleitest mich für Schritt und Tritt durch alles, was ich erlebe. Ja, du hast mich ganz fest oben stehen und lässt mich nie mehr los. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer. Du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ihr kennt alle Bewegungen, hä? Vater im Himmel, ich schenke dir mein kleines Herz. Kommt, macht's alle. Vater im Himmel, ich schenke dir mein kleines Herz. Yeah. In meinem Herz ist Gott willkommen. In meinem Herz mitten in mir. In meinem Herz soll Gott leben. In meinem Herz und rings um mich. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. In meinem Herz ist Jesus willkommen. In meinem Herz mitten in mir. In meinem Herz soll Jesus leben. In meinem Herz und rings um mich. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. Ja, ich kumpe voll Freude, weil Jesus mich kennt. Und ich tanze voll Freude, weil Jesus mit mir ist. Und ich kumpe ganz hoch, weil Jesus mich kennt. Und ich tanze ganz wild, weil Jesus mit mir ist. Mitten in mir und rings um mich, rings um mich und mitten in mir. Mitten in mir und rings um mich, rings um mich und mitten in mir. In meinem Herz ist Jesus willkommen. In meinem Herz mitten in mir. In meinem Herz soll Jesus leben. In meinem Herz und rings um mich. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. Mitten in mir und rings um mich. Rings um mich und mitten in mir. Tschüss zusammen. So cool, hey. Danke, Andu. So genial. Ich liebe es, wenn der Andu mit uns zusammen Worship macht. Und ich hoffe, dass wir das schon gleich wieder mit der Adler und den Vorschulkindern live miteinander erleben können. Jetzt habe ich noch mal zwei Infos, bevor wir dann definitiv mit dem Game anfangen. Und zwar, nochmal wie gesagt, loggt euch ein mit eurem Familiennamen. Wir sehen schon, alle Gassen sind schon dabei, Cools sind schon dabei, so bei uns, Gauchis sind dabei. Loggt euch ein, wir warten noch ein paar Minuten, bis alle drin sind. Ich erkläre seither schon mal, wie das Game genau funktioniert. Und zwar werden immer Fragen auftauchen und von diesen Fragen werden jeweils 20 Sekunden Zeit haben, um rechtzeitig oder die richtige Frage auszuwählen. Und es gibt Punkte für das, ob es die richtige Frage ist, und es gibt Punkte dafür, ob es genug schnell ist. Das heisst, je schneller das man ist, desto mehr Punkte kriegt man. Und wenn es die richtige Antwort ist, dann kriegt man natürlich auch Punkte. Das heisst, am Schluss ist der am schnellsten die richtige Antwort gegeben hat, der am meisten Punkte bekommt. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass ihr die Fragen gut leset, damit ihr die richtigen Antworten geben könnt. Weil, wenn ihr je nachdem falsch leset oder nicht genug gut leset, dann drückt ihr etwas Falsches und das wollen wir ja verhindern.
Jetzt, ein Spiel macht dann Spass, wenn es ein Preisli gibt. Und für das haben wir uns ein spezielles Preisli ausgedacht. Und zwar bekommt die Siegerfamilie zusammen eine Nacht, wo ich bei ihnen koche. Und keine Angst, ich kann gut kochen. Das heisst, ich komme zu euch kochen, wenn ihr das Spiel gewinnt. Darum noch ein bisschen zusätzlichen Anreiz. Loggt euch ein mit eurem Familiennamen. Und wenn ihr gewonnen habt, am Schluss zeigt es an, wer gewonnen hat. Wenn ihr gewonnen habt, dann meldet euch nach dem Game entweder bei mir per E-Mail auf joel.fischer@vineyard-bern.ch oder wenn ihr meine Telefonnummer habt, dann schreibt mir ein SMS oder schreibt direkt in den Livestream-Chat rein, damit wir sehen, wer gewonnen hat. Wir warten noch mal ein bisschen. Ich sehe gerade, es haben sich noch nicht so viele Leute eingeloggt, aber das ist gut für die sich eingeloggt haben. Die haben nachher umso mehr Chancen. Wir warten noch ein kleines Moment. Ich sage es nochmal, der Gamepin 9758660 unter www.kahoot.it oder mit der Kahoot-App. Okay, dann fangen wir an mit dem Game. Für das ist es wichtig, nehmt euer Handy zur Hand, sind bereit und es geht los. Ich sage Game up. Ihr könnt jetzt die richtige Frage anklicken auf dem Handy. Okay, es hat niemand die Frage angekreuzelt. Das heisst, ihr müsst draufdrücken auf dem Handy und wir gehen weiter. Wir schauen es nochmal auf dem nächsten Game, auf der nächsten Seite. Also das heisst, so wie es aussieht, funktioniert etwas nicht so ganz recht mit den Fragen beantworten. Wir können gleich einfach die Fragen durchlaufen und wir können sie daheim gleich beantworten. Und ich kann noch die richtige Anzahl von Fragen hineinschreiben im Chat.
Das war es mit unserem Quiz. Wie ihr seht, hat es leider nicht so wirklich funktioniert mit den Antworten geben. Irgendwie ist das ein technisches Problem gewesen. Wir werden aber das Quiz auf jeden Fall in dieser Art und Weise nochmal irgendwann durchführen. Jetzt, wenn ihr die Fragen daheim beantwortet habt, dann schreibt doch rein, wie viele Fragen ihr richtig habt. Schreibt rein, wie viele Fragen ihr gewusst habt. Da tun wir vertrauen auf eure Ehrlichkeit. Und insofern sehen wir nachher dort, ob jemand gewonnen hat. Ansonsten koche ich halt für mich selber mit meinem Mitbewohner daheim zur Nacht, was auch nicht so schlimm wäre, weil wir genauso gerne essen. Hey, das war es von uns von heute, vom Kinder-Livestream. Ich hoffe, dass ihr etwas lernen in dieser Woche über die Ostergeschichte, über die Geschichte von Jesus, dass ihr an diesem Quiz nochmal ein paar Sachen auffrischen könnt. Und ich wünsche euch jetzt in diesem Sinn eine gute Ostern. Ich hoffe, dass ihr heute feiern könnt, dass ihr morgen noch feiern könnt und viel Spaß nachher im Gottesdienst-Livestream. Bleibt doch noch dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao zusammen. Roa der rote Blick vor dir.
Hau du ihn zu König. König, König. Hau du ihn zu König.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dem Zuspruch, mit diesen Worten begrüße ich dich ganz herzlich zum Online-Ostergottesdienst von der Vineyard Bern. So schön bist du dabei. Ich habe schon ein paar gesehen hier. Es freut mich immer zu sehen, wie die Leute einloggen. Carmen Kurt ist da, der Werner Nink ist da, der Martin Schmutz, der Esther Girardel und so viele mehr. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, wenn du heute zum ersten Mal diesen Livestream schaust. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht schaut ja auch der Peter Rötlisberger zu. Er wird heute 77. Herzliche Gratulation. Jetzt können wir gar nicht einen 1000 Applaus geben, so virtuell. Aber der Mari ist im Jubeln. Du bist eingeladen, wie du das schon machst, auf dem Chat zu kommentieren, Fragen zu posten, mitzudiskutieren. Und du darfst uns natürlich auch sagen, von wo in deiner Wohnung du diesen Livestream schaust. Und ein Foto von dir posten mit dem Hashtag LivestreamVB, damit wir das mitverfolgen können, wo du da dabei bist. Heute haben wir uns das erste Mal nicht einfach im Livestream getroffen, sondern wir haben uns schon vorher in virtuellen Kaffees getroffen. Wir haben zum einen einen Austausch für Eltern, wir haben über Herausforderungen, aber auch Gewinne in dieser Situation geredet und wie wir einfach Gott da drin erleben. Und wir haben ein anderes virtuelles Kaffee gehabt, wo wir darüber austauscht, wie wir einfach Gott ganz allgemein in unserem Alltag erleben. Und wenn du auch möchtest an so einem virtuellen Kaffee teilnehmen, wir behalten dich über die Webseite oder Social Media auf dem Laufenden. Es wird ja nächste Woche wieder geben. Ja, wir haben vorher ein Quiz gemacht. Jetzt wollte ich natürlich dem Gewinner oder der Gewinnerin gratulieren. Das ist jetzt ein bisschen in die Hose. Aber der Joel tut ja scheinbar für alle von euch, die mitgemacht haben, kochen. Darum postet doch unbedingt euer Lieblingsessen jetzt in die Kommentarfunktion, damit ihr dann auch weiss, dass ihr schon ein bisschen daheim üben kann und die Menüs dann wirklich auch im Griff hat. Hey, und apropos Gewinnen. Es ist ja so, Ostern, Eiertütschen und so. Und ja, wir haben jetzt eine Methode gefunden, wie das auch mit Social Distancing, 2 Meter Abstand geht. Du kannst also mit dieser Methode, die wir jetzt gleich demonstrieren werden, kannst du also mit deinem Nachbar über einen Gartenzaun das anwenden. Und wenn du das machst, du das unbedingt auf einem Foto festhalten und mit dem Hashtag Gartenzaun posten. Und jetzt, Mari, du tust so gerne Eiertütschen, zeigen wir doch mal, wie die Methode geht. Dass wir da wirklich 2 Meter Abstand nehmen. Ja, tu doch du. Ich glaube, ja. Warte mal. Nein. Oh! Herzliche Gratulation. Merci, merci. Die Methode funktioniert also. Ja, wir werden am Ende von dem Gottesdienst zusammen das Abendmahl einnehmen. Und wenn du deine Sachen noch nicht parat hast, die Traubensaft, dein Brot, dann kannst du das jetzt noch gerade holen. Und nimm doch auch noch gerade deine Bibel mit. Wir werden diverse Texte lesen während dem Gottesdienst und dann kannst du die auch gerade mitlesen. Und ich möchte zum Anfang von dem Gottesdienst die Osterkerzen anzünden. Die Osterkerze, die als Symbol gilt für das Leben, für die Auferstehung von Jesus, die dafür steht, dass er Finsternis und Tod überwunden hat. Und ich lade dich jetzt ein, dass du deine Kerze, wenn du eine parat hast, anzündest. Und indem wir sie auch daheim, jeder für sich anzündet, rufen wir uns in Erinnerung rufen, dass wir als Kinder vom Licht leben wollen. Wir werden jetzt eine Textlesung hören und kommen dann zu einer Zeit vor Anbetung. Und ich möchte vorher noch beten.
Jesus, danke, dass wir heute an diesem Ostersonntag dürfen deine Auferstehung feiern. Was für eine krasse Begebenheit. Was für eine unglaubliche Begebenheit, die wir heute gemeinsam dürfen feiern. Jesus, ich erhebe dich, ich lobe und preise dich. Du bist würdig, du bist unser König, du sollst willkommen sein in allem, was wir tun. Amen. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus den Jüngern erschienen war. Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte: Das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe her. Nicht Tod, nicht Sünde und auch keine Macht. Du bist immer nah. Und egal was um uns geht, du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns befreit. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick nur auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Nicht mal dein Sohn hast du verschont, wegen der Liebe her, dass wir versöhnt können sein mit dir, sind keine Knechte mehr. Und egal was um uns geht, du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns befreit. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick nur auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick nur auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Wir haben unsere Hände in die
die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick nur auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich loben, am Tag und in der Nacht. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Mit allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Ich will dich suchen im Heiligtum, will mich dir ganz hergeben. Ich will alles hinter mir lassen, was war. Ich öffne die Tür vom Heiligtum, die leuchtende Klarheit. Sie durchdringt jeden Herd und Dunkel Ecken in meinem Herz. Hey, du machst alles neu. Hey, du machst alles neu, du schaffst alles. Hey, du machst alles neu. Hey, du schaffst alles neu, du schaffst alles. Sitzen ab im Heiligtum mit allen Engeln Knäuli um die Thron. Mein Herz will anfangen singen, mein Herz will anfangen singen, mein Herz will anfangen singen. Und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Macht und Kraft gehört unserem Gott in Ewigkeit. Amen. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Macht und Kraft gehört unserem Gott in Ewigkeit. Amen. An dem Ort vor Wahrheit siegt deine Gnade und ich tauche ein in goldigen Fluss von deiner Güte. An dem Ort vor Wahrheit siegt deine Gnade und ich tauche ein in goldigen Fluss von deiner Güte. Immer tiefer, 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 in goldigen Fluss von deiner Güte. Anbetung und Herrlichkeit,
gehört unserem Gott in Ewigkeit. Amen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist. Christus war. Christus wird sein. Er ist. Er war. Er wird da sein. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er steht auf. Er stand auf. Er wird aufstehen. Christus steht auf dich. Er stand schon immer auf dich. Er wird auch in Zukunft auf dich stehen. Die Auferstehung. Wir feiern heute mit Milliarden Menschen weltweit das größte Fest der Christen. Jetzt habe ich gemerkt, ich rede ja gar nicht Hochdeutsch. Der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte feiern wir heute. Wir feiern, dass Jesus, der am Karfreitag gestorben ist und begraben worden ist, 3 Tage später, am Ostermorgen, auferstanden ist. Viele von uns, die heute in diesem Livestream dabei sind, haben selber die Kraft der Auferstehung erfahren. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auch Menschen hier dabei sind, die sich noch nicht ganz so sicher sind, ob sie die Geschichte der Auferstehung glauben sollen, was sie damit anfangen sollen und was das mit ihrem Leben zu tun hat. Und ich kann dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Wir werden heute nämlich sehen, dass sogar die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus verbracht haben und die in dieser Zeit außergewöhnliche Wunder erlebt haben, immer und immer wieder, ganz lange nicht einordnen konnten, was an Ostern passiert ist. Und wir werden sehen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Wir werden sehen, was die Begegnung mit dem Auferstandenen in ihnen ausgelöst hat und was das für uns heute bedeutet. Und wir lesen verschiedene Texte aus Johannes 20 und fangen gerade am Anfang von diesem Kapitel an. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die Maria Magdalena ist die erste Person, die an diesem Sonntag nach dem Ruhetag am Morgen früh aufgebrochen ist, um zum Grab zu gehen. Und als sie dort angekommen ist, hat sie gesehen, dass das Grab offen ist. Irgendjemand hat den Stein entfernt. Sie ist so erschrocken, dass sie zurückgerannt ist und wo sie hat nicht damit gerechnet, dass Jesus auferstanden ist. Genau gleich der Petrus oder Johannes. Sie haben das auch nicht verstanden. Wo sie kamen, wo Maria ihnen davon erzählt hat, sie sind losgerannt, sind zum Grab gekommen und dann heisst es von ihnen: Nach der Schrift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Sie hatten keine Ahnung gehabt. Niemand hätte damit gerechnet, dass Jesus auferstehen würde. Nicht einmal seine engsten Jünger. Wo der Petrus oder Johannes zurückgegangen sind, ist Maria alleine beim Grab geblieben. Und sie hat ihrem Schmerz und ihrer Trauer freien Lauf gelassen. Klar, sie hat Jesus wahnsinnig viel zu verdanken gehabt. Wir lesen nämlich von ihr im Lukas-Evangelium, dass 7 böse Mächte sie bedrängt haben und ihre Gewalt hatten. Das mag vielleicht ein bisschen komisch tönen für einige, aber in der damaligen Zeit, wenn wir die Geschichten der Bibel lesen, ist das immer wieder passiert. Menschen, die das erfahren haben, haben häufig Kontrolle über ihr Verhalten verloren. Haben zum Beispiel unkontrolliert um sich geschlagen
oder sonst irgendwelche beängstigende Symptome zeigt. Und darum waren sie ausgestossen und sehr häufig sogar obdachlos geworden. Sie haben mit anderen Worten ihren Wert und ihre Würde in dieser Gesellschaft verloren gehabt. Und ihnen ist der Jesus begegnet. Ihr Leben hat er vollkommen verändert. Sie hat ihm so viel zu verdanken gehabt und er war alles für sie. Und darum hat sie dort im Grab ihrem Schmerz und ihrer Trauer freien Lauf gelassen. Und als sie am Grennen war und sich ins Grab hineingelehnt hat, sind ihr 2 Engel begegnet. Die beiden haben zu ihr gesagt: Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du? Fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich zu ihm um und rief aus: Meister! Ich finde die Ziele sowohl beruhigend als auch ermutigend. Es hat lang gedauert, bis bei der Maria das 20 gefallen ist. 2 Engel sind ihnen erschienen und sie hat nicht realisiert, was passiert. Jesus selber ist ihr begegnet, aber nicht mal das hat sie aus ihrem Schmerz und ihrer Trauer herausholen. Und geht es nicht uns häufig auch so? Dass wir so sehr von Sachen eingenommen sind, Themen, die uns beschäftigen, dass wir nicht mal merken, wie Jesus uns auf außergewöhnliche Art und Weise begegnet und unsere Geschichte eingreift. Aber wo Jesus ihren Namen gerufen hat, wo er sie persönlich angesprochen hat, da hat sie ihn erkannt. Jesus, Meister, du bist es wirklich. Und Maria Magdalena war die erste Person, die Jesus der Auferstandene erkannt hat. Und das ist erstaunlich. Aus 2 Gründen. Erstens ist es schon per se in dieser Gesellschaft nicht denkbar gewesen, dass eine Frau als Zeuge neu auftritt. Weder im Römischen Reich noch in Judäa sind Frauen nämlich vor Gericht als vollwertige Zeugen angenommen worden. Man hat ihnen nicht geglaubt. Wenn irgendjemand eine so eine abenteuerliche Geschichte hat erfunden, wie die Auferstehung von jemandem, hat er niemals eine Frau als Zeugin auftreten. Und zweitens schon gar nicht eine Frau mit ihrer Geschichte, mit ihrem Ruf, der ausgestossen war. Das wäre undenkbar gewesen. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt: Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Jesus ist der Maria ihrer Trauer und ihrem Schmerz begegnet. Mit ihrer schmerzhaften und schambehafteten Geschichte hat er sie zu seiner ersten Zeugin gemacht. Zur ersten Person, die ihn als der Auferstandene bezeugt hat. Und damit hat er ihren Wert und ihre Würde bestätigt, die er ihr wieder gegeben hat. Und als sie die Jünger gesehen, als sie die Jünger gefunden hat, hat sie ihnen gesagt: Ich habe den Herrn wieder gesehen. Aber sie wollten ihr nicht glauben. Das kann gar nicht sein. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass sie ihr Geschwätz nicht hören wollten. Schliesslich haben einige von ihnen selber gesehen, wie Jesus gestorben ist. Das kann nicht sein. Und was ich lustig finde in dieser Geschichte ist, dass Jesus den Jüngern ja verheißen hat, dass er wird auferstehen. Die Juden, die Priester, haben sich daran erinnert. Und darum haben sie ganz bewusst Wachen zum Grab gestellt, dass ja die Jünger nicht kommen können, um sich zu stellen, um den Körper zu stellen. Aber die Jünger, in dieser Situation, das ist ihnen nicht eingefallen. Nicht mal dann, wo die Maria ihnen erzählt hat, dass sie Jesus lebendig gesehen hat. Aber auch ihnen ist Jesus begegnet. Während der Maria beim Grab begegnet ist, hat er sich seinen Jüngern in ihrem Versteck gezeigt.
Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Während der Johannes bei der Maria ihre Trauer hat beschrieben, hat er bei den Jüngern ihre Angst betont. Sie hatten Angst gehabt, dass sie die Nächsten sind, die verhaftet werden und dann umkommen. Sie haben gedacht, die Priester jagen jetzt sie. Aber dann ist Jesus ihnen ihrer Angst begegnet. Weder die Mauern noch die verschlossenen Türen können davon abhalten, sich den Jüngern zu zeigen. Und nach dem ersten Schock war ihre Angst wie weggeblasen. Voller Freude haben sie endlich angefangen zu verstehen. Und Jesus hat auch sie ausgesendet, allen zu erzählen, was sie gesehen haben. Und was er ihnen hat gegeben, in der Begegnung mit den Auferstandenen, war Frieden und Vollmacht. Und in der kürzesten Zeit ist der Glaube im ganzen Raum hat er sich verbreitet. Die Jünger sind Zeugen geworden, die sich von nichts mehr aufhalten. Und dann kommt die letzte Episode im Bericht von Johannes. Weil ein Jünger hatte am Abend nämlich gefällt. Der Thomas, der Zweifler. Und so wie Maria es nicht verstehen konnte, wo er zuerst Engel sie begegnet und dann Jesus. So wie die Jünger der Maria nicht glauben, was sie ihnen erzählt hat, dass sie Jesus gesehen hat, hat der Thomas es den Jüngern nicht glauben. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das glaube ich nicht, hätte er gesagt. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und dieses Mal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Jesus ist der Maria ihrer Trauer begegnet. Der Jünger, der versammelte Jüngerschar, ihrer Angst. Und jetzt begegnet er hier dem Thomas in seinem Zweifel. Wie bei der Maria Magdalena spricht er auch ihn mit seinem Namen an. Aber während er zu der Maria noch gesagt hat, sie soll ihn nicht berühren, sie soll ihn nicht haben, erlaubt es dem Thomas sogar, seine Wunden anzulängen. Jesus hat nichts zu verbergen. Er lässt Fragen zu. Und er nimmt den Thomas in seinem Zweifel ernst. Und auch das ist für uns eine richtige Ermutigung, gerade in unserer aufgeklärten Welt. Glaube schließt Zweifel und Fragen nicht aus. Nein, ganz und gar nicht. Sie haben ihren Platz. Manchmal sind Zweifel sogar ein Zeichen dafür, dass wir uns wirklich mit einer Sache auseinandersetzen. Wir schalten nicht einfach unser Denken aus. Und gleichzeitig zeigt uns Ostern, dass immer wieder Sachen passieren können, die den Rahmen von dem übersteigen, was wir uns selber vorstellen können. Dass Jesus Thomas in seinen Zweifeln begegnet und diesen Fragen Raum gibt, nimmt ihm richtig den Wind aus den Segeln. Und wir lesen nicht, ob er nicht die Wunden noch anlenkt. Nein, aber was wir sehen, ist seine Reaktion. Er reagiert nämlich mit einem Bekenntnis. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein König und mein Herr. Die Begegnung mit dem Auferstandenen weckt in Thomas Glauben. Und so sehen wir die Auswirkung, die die Begegnung mit Jesus bei diesen 3 Personen oder bei diesen 3 Personengruppen hatte. An der Maria ist Jesus ihrem Schmerz begegnet. Er hat sie zu den Jüngern geschickt
und hat damit den Wert und die Würde bestätigt, die er ihr gegeben hat. Der Jünger ist ihrer Angst begegnet. Und auch sie hat er ausgesandt und hat ihnen Frieden und Vollmacht gegeben. Und Thomas ist in seinem Zweifel begegnet. Und das hat in ihm Glauben geweckt. Meine Lieben, die Geschichte der Auferstehung ist nicht eine Erfindung. Und nicht einfach eine nette Geschichte. Nein, es ist der Kern vom christlichen Glauben. Christus ist auferstanden. Und jeder, der ihm nach der Auferstehung begegnet ist von dieser Kraft von der Auferstehung berührt worden und verwandelt worden. Jeder hat die Kraft selber erlebt. Und darum ist es für uns als Nachfolger von Jesus ganz natürlich, dass wir mit dieser Kraft von der Auferstehung rechnen. Nicht, weil wir irgendwie ein Spektakel suchen, nein, sondern weil wir genauso wie die 3 Personen, die hier in diesem Text beschrieben worden sind, aus der Begegnung und Beziehung mit dem Auferstandenen leben. Und der wirkt bis heute mit der gleichen Kraft in uns und durch uns. Ostern zeigt uns, dass nichts mehr unmöglich ist. Sogar der Tod hat seine Kraft verloren. Und wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann ist es so möglich, dass er eine tote Ehe auferweckt. Wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er auch eine tote Karriere erneuern. Wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er dir auch wieder zerstörte Hoffnung schenken. Wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er auch in dir toten Glauben wieder wecken. Das zeigt uns die Geschichte von Ostern. Das ist die Hoffnung und die Erwartung, die wir damit leben. Und mit dieser Hoffnung und Erwartung, ich hoffe, dass wir alle an diesem heutigen Tag, an dieser Ostern, ganz neu von der Kraft von der Auferstehung berührt und erfasst werden. Ich bete, dass wir erfüllt werden von dieser Kraft, die Glauben weckt, die Hoffnung schafft, die Mut und Vollmacht gibt. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Ich bitte dich, lass uns ein Moment einfach ruhig werden. Und ich bete, dass Gott dir genau dort begegnet, wo du es brauchst. Hoffnung, Glaube, bei anderen ist es Geduld, bei Dritten ist es Mut. Vierten muss wie Maria die Erfahrung haben, dass er dir Wert und Würde gibt. Und Jesus, so wie du in diesen Geschichten, die wir heute gelesen haben, der Maria ihrer Trauer begegnet bist. Wie du den Jüngern ihrer Angst begegnet bist. Und wie du dem Thomas in seinem Zweifel begegnet bist. Herr, begegnet uns. Wie du der Maria Wert und Würde geschenkt hast. Den Jüngern Frieden und Vollmacht. Und dem Thomas Glauben. Bitte dich, dass du das auch bei uns machst. Bitte dich, dass du Menschen heilst, die daheim zuschauen, ob live oder es später schauen, und einfach in ihrem Körper eingreifst. So wie wir das in unzähligen Geschichten in der Bibel lesen und selber auch schon erfahren haben. Danke dir, ist nichts mehr unmöglich. Danke dir, können wir mit dieser Kraft von der Auferstehung heute rechnen. Und Jesus, dort, wo Menschen sich unsicher sind, wie das bei der Maria, der Jünger und dem Thomas der Fall war, bitte dich, dass du sie persönlich ansprichst. Bei ihrem Namen rufst. Und dass sie reagieren können, wie das der Thomas hat gemacht hat, der dich erkannt hat als mein Herr und mein Gott. Amen. Und wenn du daheim bist und entweder jetzt während dem Gottesdienst oder während dieser Woche merkst, dass Gott dir auf deine Art und Weise begegnet, wo du merkst, das ist außergewöhnlich, da ist Gott, der Gott gibt es,
dann lade ich dich genau gleich zu reagieren wie der Thomas. Und sag ihm einfach, mein Herr und mein Gott, auch ich will dir nachfolgen. Amen. Danke, Mari, für die ermutigenden Worte. Danke, Debo, für die Wortkunst und Noemi für den Worship. Was für ein Privileg, so dürfen zusammen Ostern feiern. Und danke auch an dich, wenn du in den letzten Wochen einfach auch finanziell mitgetragen hast. Wir sind mega dankbar dafür. Und wir haben auch heute wieder Gelegenheit, den Gottesdienst, unter anderem den Gottesdienst ganz praktisch finanziell mitzutragen. Wir werden auch nach dem Gottesdienst die Folie noch ein länger stehen, damit du das per Twint kannst einlesen. Alle von uns sind zur Zeit von diesen Corona-Massnahmen beeinflusst, eingeschränkt. Aber als Vineyard Bern beschäftigt es uns, dass es Menschen gibt, die durch diese Massnahmen wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Weil sie zum Beispiel eben von der Hand ins Maul leben und plötzlich die Einnahmequelle wegfällt. Und darum haben wir gesagt, wir wollen Corona-Nothilfefonds in Afrika eröffnen. Wir wollen unseren Geschwistern in den Vineyards in Afrika ganz konkret helfen. Und weil die Lage schon jetzt dramatisch ist, wollen wir die Hilfe so schnell wie möglich in Gang bringen. Du siehst jetzt eingeblendet, auf welchem Konto dass du das machen kannst mit dem Vermerk Nothilfe Afrika. Und du findest es auch in der Kommentarspalte noch aufgeführt. Vielen Dank für dein Mittragen. Ja, und jetzt wollen wir zusammen das Abendmahl nehmen. Und ich lade dich ein, dass du das Brot und den Traubensaft zur Hand nimmst. Wenn du jetzt nichts dabei hast, kein Problem. Du darfst das einfach innerlich mitfeiern und in Anspruch nehmen. Und vielleicht, wenn du jetzt eben das erste Mal bei diesem Livestream dabei bist und dir das mit dem Abendmahl überhaupt nichts sagt, dann lade ich dich gleich ein, einfach dabei zu bleiben, das mal auf dich zu wirken. Du darfst schon sehr gerne Fragen im Chat stellen oder auch uns ein E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, die jetzt auch in der Kommentarspalte geschrieben wird. Ja, online Abendmahl zu feiern ist schon ein bisschen speziell, weil das Abendmahl ist ja ein Gemeinschaftsmahl. Das lebt irgendwie auch davon, dass wir eben als Gemeinschaft zusammenkommen und das feiern. Aber heute, jetzt, sieht die Gemeinschaft eben ein bisschen anders aus. Und diese Gemeinschaft drückt sich heute für mich in diesem tiefen Wissen von der Verbundenheit mit dir, wenn du heute den Livestream schaust oder in den folgenden Tagen, aber nicht nur mit uns allen, die schauen, sondern auch mit unseren Geschwistern weltweit aus. Und in dieser Zeit vom Social Distancing ist das Abendmahl heute ein Ausdruck davon, dass wir ein Teil sind von einem grösseren Ganzen, dass wir ein Teil sind vom Leib Christi und dass wir Jesus nötig haben. Und das ist das, was uns verbindet. Und wir gehen davon aus, dass Gottes Gegenwart mega präsent ist, wenn wir das Abendmahl feiern. Und ich möchte einfach jetzt noch das Wirken vom Heiligen Geist ganz bewusst in die Zeit einladen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, in jede Stube, auf jeden Balkon,
komm du mit deiner spürbaren, alles verändernden, wunderbaren Gegenwart in unser Feiern vom Abendmahl hinein. Amen. Ich werde jetzt eine kurze Einleitung machen. Nachher werde ich die Einsetzungsworte reden. Und nachher werden wir gleichzeitig alle zusammen das Abendmahl einnehmen. Und zum Schluss werden wir einen Dankespsalm zusammen lesen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich hatte ein grosses Verlangen, das Mahl mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Er freut sich darüber, dass wir heute das Mahl einnehmen wollen. Das Mahl ist ein Gedächtnismahl, das uns an den Tod und die Auferstehung von Jesus erinnert. Es ist der Ort der Vergebung und der Heilung. Unsere Schuld und unsere Leiden sind uns abgenommen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Jeder, der merkt, dass er Gott nötig hat, ist dazu eingeladen. Es ist ein Hoffnungsmahl. Ein Vorgeschmack auf das Fest im Reich von Gott. So ist jeder herzlich eingeladen, der mit Jesus Gemeinschaft haben und mit ihm gehen will. In der Nacht, wo Jesus verraten wurde, hat er Brot genommen, hat darüber gedankt, hat es gebrochen und gesagt, nehmt, esset, das ist mein Leib, das für euch hergegeben worden ist. Wir tun das gäng neu zur Erinnerung an ihn. Nach dem Essen hat er den Becher genommen, er hat ihn gesegnet und gesagt, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, der vergossen wird zur Vergebung von vielen Sünden. Wir tun das gäng neu zur Erinnerung an ihn. Und so manchmal, wie wir von diesem Brot essen und diesem Becher trinken, verkündigen wir den Tod von unserem Herrn, bis dass er wiederkommt. Heiliger Geist, komm du und führ uns in alle Wahrheit, dass wir erleben können, wie lieb uns der Vater im Himmel hat. Und jetzt nehmen wir zusammen das Abendmahl. Das ist der Leib von Jesus, der für dich gebrochen ist. Und das ist das Blut von Jesus, das für dich vergossen ist worden. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir als Abschluss von dieser Zeit, von diesem Abendmahl zusammen den Psalm lesen, aus dem Psalm 103. 1-5. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Wir werden jetzt als Abschluss von dem Gottesdienst
ein Segenslied hören, den Psalm 23. Und im Anschluss werden wir ein bisschen instrumental noch begleitet von der Noemi. Und in diesem instrumentalen Teil lade ich dich einfach ein, dass du in eine Dankes- und Gebetsrunde einsteigst mit denen, wo du zusammen wohnst. Und wenn du allein bist, wenn du allein feierst, dann lüt doch vielleicht jemandem an und du über das Telefon beten, du über das Telefon austauschen, für was es dir dankbar seid. Ich danke dir, dass du heute mitgefeiert hast. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Jesus, der Auferstandene, möge dich in die nächste Woche begleiten. Auf Wiedersehen. My shepherd, and he goes before me, defender behind me, and I won't fear. I'm filled with anointing, cups overflowing. No weapon can harm me, and I won't fear. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, and he always holds me close. He always guides me through mountains and valleys. His joy is refreshing, restores my soul. Mercy and goodness give me assurance till I see his glory face to Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory.
Herz will dich kennen und ich weiss, du mich auch, du mich auch. Ich will dich kennen, wie du bist, wirklich bist, wirklich bist. Ich laufe aufs Wasser, lass mich gehen. Ja, ich will ganz nah bei dir sein. Ich weiss, es trennt mich nicht mehr von dir. Tu mein Herz ganz auf, weil ich will dich kennen, kennen, wie du wirklich bist. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, ganz klar. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, wie du wirklich bist. Du führst mich zu dir an den Ort, wo du bist, wo du bist. In dir kann ich so sein, wie ich bin, nur vor dir kann ich sein. Ich laufe aufs Wasser, lass mich gehen. Ja, ich will ganz nah bei dir sein. Ich weiss, es trennt mich nicht mehr von dir. Tu mein Herz ganz auf, weil ich will dich kennen, kennen, wie du wirklich bist. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, ganz klar. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, wie du wirklich bist. Nein, es langt mir nicht, den Ort von weitem zu sehen. Ich will dich kennen, zeig mir dein Gesicht. Nein, es langt mir nicht, nur in der Ferne zu stehen und dich nur zu kennen durch andere Leute. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, ganz klar. Zeig mir dein Gesicht, dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, wie du wirklich bist. Mein Herz will dich kennen